Und wieder mal geht's weiter mit Master Quest. Das letzte Mal sind wir genau hier stehen geblieben. Bei unserer Mission. Na gut, Mission kann man nicht sagen, aber wir müssen jetzt zur Prinzessin und da heißt es... Ja, es geht nicht anders, wir müssen uns an den Wachen vorbeischleichen. Das heißt, wir machen einen auf... Ja, Einbrecher, wenn man so will. Ja. Hier sind es 2, da muss ich etwas aufpassen, aber es sollte auch so gehen und Musik im Hintergrund, die passt so gut. Komm schon, mach etwas hin, du olle Spinne. Oh ne, die hatten wir ja. Warten und nochmal warten. So eine günstige Gelegenheit warten. Komm schon, was macht er jetzt? So, jetzt haben wir sie. Und vorbei. Glück gehabt. So, hier gibt es 2 Varianten. Entweder wir gehen oben durch, was ich ja mit diesem Controller niemals schaffen werde. Und die andere Variante ist, wir gehen hier durch. Das war jetzt aber knapp, ey. Komm schon, du blöde, bescheuerte Wache, ey. Geh doch mal hinten durch. Sonst komme ich niemals vorne durch. Mann, mach endlich mal. Geht doch. Ganz langsam, wir schleichen uns. Wir weichen nicht, wir schleichen. So. Wow! Da kommt schon der nächste. Hier ist jetzt auch wieder etwas tricky. Ja, wie war das jetzt schon wieder? Muss mal kurz überlegen. Ja, dass so nicht klappt, weiß ich auch. Auf welche muss ich jetzt achten? Kann ich jetzt einfach... Dreht er sich nicht um? Bitte sag mir, dass er sich nicht umdreht. Das wäre jetzt gar nicht mal so übel. Dafür wäre ich wirklich sehr dankbar. Glück gehabt. So, die letzte Stelle. Hallo? Oh, da kommt er plötzlich. Hä? Okay, also dass es 2 sind, das wusste ich ja noch, aber machen die schon immer so nah aufeinander? Hä? Ich dachte, wir würden im größeren Abstand voneinander den Weg entlang gehen. Okay, ich muss zugeben, ich bin etwas verwirrt. Aber soll mir ja nur recht sein, hm? Kann mir ja schließlich nicht schaden. So. Mann, sind die doof, ey. So ist es doch kein Problem, hier durchzugehen. Und das ganz flink, ohne dass mich einer sieht. Ja, so cool ist nur Link. So. Eine ganz andere Musik plötzlich. Jetzt will ich noch mal etwas will ich jetzt mal testen. Funktioniert das wirklich? Ja, das habe ich mal bei einem Video von einem anderen Let's Player gesehen. Ey, du machst keinen Ärger. Tatsächlich, das funktioniert. Ist ja geil. Das ist kein Master Quest. Ich dachte, es wäre irgendein Bug oder so, aber... Ich kann mich kurz mal umsehen. Seht ihr das? Da im Hintergrund. Bowser, da müsste man... Ja, da ist der fliegende Mario aus Super Mario 64 und... Ist das Peach? Keine Ahnung. Spielt doch keine Rolle. Wir sind ja bei Zelda, nicht bei Mario. Kuckuck. Nanu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Mit Schleichen? Schleichen statt Weichen. Was ist das? Das ist auch schon ein Begriff. Eine Fee? Immerhin ist sie nicht kurzsichtig. Dann kommst du aus dem Wald? Jo, Mann. Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Klar doch. Nun hast du ihn dabei? Ich habe das schon gesagt, ja. Wie ich mir dachte. Wieso? Ich hatte einen Traum. Ach so, du auch. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Und ich dachte schon, ich wäre der Einzige. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlt in seinem Glanz.
Okay, also den Teil, den habe ich nicht geträumt. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Wieso? Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen in meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Aha. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Na bitte, die wollten wir doch treffen. Wie lautet dein Name? Ich kann nicht speichern. Ich fühle etwas. Michael. Ach so, sie kann meinen Namen fühlen. Na, das ist mal originell, Nintendo. Nee, der ist echt genial. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. Ja. So sei es, Michael. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Schaffen wir das noch? Ich hoffe doch. Du wirst es doch nicht weitererzählen? Na doch, klar. Nee, Scherz. Bleiben wir mal ausnahmsweise ernsthaft. Dies ist die Legende. Da bin ich mal gespannt. Moment mal, die Szene kennen wir doch schon vom Dekobau. Das Triforce vereinte die Kraft der 3 Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Das sage ich doch, das kennen wir schon. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Also so ein Herz im Einzelnen. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Siehe Ganondorf. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Wow, cool. Und weg ist es. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die 3 heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Ah, der Namensgeber des Spiels. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraut habe, verstanden? Leute, habt ihr jetzt wirklich das Gefühl, bloß weil ich aus dem Wald komme, noch nie eine Schule besucht habe, dass ich deshalb kein normales Deutsch verstehe, oder wie? Ja, ich hab's verstanden. Großartig. Na, wundervoll. Das habe ich ganz vergessen. Ja, was denn? Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Aha, du hast spioniert, gib's doch zu, Mann. Eines der Elemente aus meinem Traum. Die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Hä, welchen? Möchtest du ihn dir anschauen? Ich bin eigentlich nicht schwul, aber ja, wenn es sein muss. Ich sollte schließlich meinen Feind kennen, nicht wahr? Ja, eindeutig, das ist derjenige aus meinem Traum. Diese Hackfress vergesse ich ganz bestimmt nicht. Siehst du den Mann dort, der mit dem bösen Blick? Oh ja. Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Ja, da tust du recht dran. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Da kannst du einen drauf lassen. Oh! Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Leider. Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Und zum Glück. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Tja, wieso auch? Du bist ja nur ein Kind, sorry. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Die kann sogar ich fühlen, und von daher. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Oh Mann, wie traurig sie guckt an. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Das ist übel. Michael, wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte.
Ich glaube kein Wort. Das wäre echt fies. Na klar. Ich danke dir. Null Problemo. Aber sonst nichts zu tun. Ich habe Angst. Große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Die Angst ist berechtigt, glaub mir. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Das kann ich bestätigen. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wieso? Ich bin nur ein kleiner Junge. Ich bin zwar der Junge aus dem Wald, aber trotzdem. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Trifers gelangt. Kannst du mich mal ausreden lassen? Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Das ist gut. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. So viel ist mir auch klar. Lass uns das Trifer suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Brief? Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Cool, sie hat uns persönlich ihren Brief gegeben. Niemand hätte es zwar auch getan, aber ist nicht zeitgemäß. So, wie geht es weiter? Egal. Oh mein Gott, da steht die Burgdame, die uns rauswerfen will. Nee, nicht ganz. Hallo. Eine relativ junge Frau mit weißen Haaren und übergroßen... ist egal. Ich bin Impa. Überlebender der Sheikah. Meine Aufgabe ist es, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Okay, ich habe ein kleines Problem. Ich weiß nicht, was für eine Stimme ich da geben soll. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Na dann pfeif mal, Alte. Wow. Na dann spiel es mal nach. Links, hoch, rechts. Links, hoch, rechts. Okay, ich lasse es. Das ist irgendwie nicht ganz angebracht. Ein neues Lied haben wir gelernt. Du hast Zeldas Winglied erlernt. Und Zelda hat es auch mitgekriegt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Na dann, geh voraus. Ich dachte, die führt mich aus dem Schloss, nicht gleich aus der ganzen Stadt. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Du sagst es. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Koronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Das wird ziemlich heißen. Am Fuße des Todesbergs wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Aha. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Und was bringt mir das? Du kannst ja schon mal ruhig mal ansehen. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Ja, wie hat sie das gemacht? Ein echter Ninja. Cool, Mann. Also dann, ab nach Kakariko. Und ja, bevor ich vergesse, ich weiß, ich habe hier noch ein Update vergessen für unsere... sag schnell, für unsere Munition hier für die Feenschleuder. Die Munitionstasche, die könnte ich noch auf 40 erhöhen, aber das mache ich ein anderes Mal. Und jetzt soll es storymäßig weitergehen. Also dann, wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Ciao!